Milo viel Interessantes heieren an noch eng paar die persönliche Erfahrungen heere vun Deputéierten, déi sur Plas wären. Weil doch ganz interessant waren, ich gift mich jo gern uschlesen an och eng Geschichte erzähle, wo ich an segem Land war. Leider hatte ich aber die Möglichkeit, bis du noch net viel durch die Welt zu reisen, dass ich mich reduzieren ob eng Erfahrung, die ich gemacht habe für langer Zeit, die aber gewisse Parallelen zu unserer Entwicklungspolitik von Haut weist. Das war an der Primärschule, und da waren wir am Religionsunterricht an der Klut mal kleine Köchten ausgedeelt, die meisten von ihr werden sich daran erinnern, die wir müssen zusammenfallen. Und dann da waren Kanner drauf gemalt aus Afrika oder Indien, und dann mussten wir Suen dran machen, an deren aufgehen. Das war dann als gesot gi fir Kanner an Afrika nach mir freier as go gesot gi fir Tede Kanner, dat se den awer net méi. Ech gut vu menggen älteren 100 Frank fir dran ze machen, an dann hunnech so go nach hemlech 100 zusätzlich Frank als menggem Spurschwein dragemerk, fir so un extra Beitrag ze lechten. An huet mir och brucht, dat ich dodurch ganz gut Gefehlkru dann gut schlofe konnt, am mech ja noch moralisch ganz gut gefilt hunn. Ich wees haut net gene, wie die Suen ugelecht gesinn méch menggen awer sie bestimmt Appes brucht fir die arme Leiit an der dritter Welt sie mech net viel mi arm gemach, an ich hatte gut gewissen, dat mech froh gemacht huet, wie gesot een gut Gefehl. Haut erinnert mich, wie gesagt, die Lützeburg Entwicklungshilfe bisschen do drohen. Erstens gi mir auch viel mehr, wie man eigentlich müsste, laut Akkord von Rio von 1992, die vorgesagt, dass man 0,7% von unserem Bruttonationaleinkommen an die Entwicklungsländer stierchen. Zweitens können wir auch nicht genau sagen, weil das Entwicklungshilfe wirklich über all die Zeit langfristig bringt. Das gibt sicher ganz positiv Resultate, auch sur place. Am Ende haben wir auch ein paar Flotprojekten erklärt, kriegt die absolut unterstützenswert Sinn. Aber wir wissen ja alle gut, dass auch Entwicklungshilfe kein Allheilmittel ist. Teilweise kann detourniert gehen, zum Beispiel durch Korruption oder an der Bürokratie stehen bleibt, und noch teilweise negative Konsequenzen kann haben, wie beispielsweise eine Lähmung von der lokalen Wirtschaft oder die Verleugnung von der eigenen Initiative. Ich betone, das kann passieren. Und dann drittens hilft das selber auch die Entwicklungshilfe, weil wir uns dann moralisch besser spüren. Da das ist so, wir haben dann etwas Positives gemacht, und wir können so wie ich demals auch besser schlafen mit einem guten, properen Gewissen. Was wir noch besonders können, dass, wenn ein Land mal angreift, zum Beispiel wenn es dieser Steuerpolitik oder Finanzplätze oder was auch immer, da können wir dem empfehlen, ja, wir gucken, wir gehen mehr für die armen Länder an, die armen Leute wie dir. Wir sind mehr solidarisch, wir sind moralisch besser da. Als Entwicklungshilfe ist also auch quasi ein Schutzschirm gegen irgendwelche moralische Angriff auf unsere Staat, findest andere Sachen. Das ist auch ein Teil von der Realität. Gehen wir der Sache ein bisschen auf den Fonds. Ich konzentriere mich mal auf Afrika. Afrika hat 1,3 Milliarden Einwohner, das ist ein Kontinent mit dem höchsten Bevölkerungswachstum. Über 2 Milliarden Einwohner werden wohl an 20 oder ein bisschen mehr Jahren leben. Das ist eine Bevölkerungsexplosion, wie es noch nie gegeben ist. Damit hat Afrika auch die jüngste Bevölkerung auf der Welt, weit über 40% am subsaharischen Afrika, und Männer wie 15 Jahre. Es gibt ganz große Unterschiede. Am Botswana zum Beispiel gibt es Altkanner skolarisiert, am Niger sind da just die 30%. Auf viele ländliche Regionen, und das ist auch schon nur geschwärzt, gehen über 40% von den Mädchen leider nie an die Schule. Dann am subsaharischen Afrika geht ein von 16 Studenten seine Studien an das Ausland machen, und da besteht dann das Risiko vom sogenannten Brain Drain, französisch Migration des Cerveaux. Und das ist übrigens ein Handicap für die Entwicklung von den Ländern, wenn sie die besten Gehirne so und die Industrienationen verlieren. Und weil wir wollen fair sein, da muss man dafür sorgen, dass das nicht geschieht. Und dass die ganz gut ausgebildete Leute, Doktriningenieure, nicht hier bei uns in Europa oder Lützeburg bleiben, auch wenn das für uns gut wird, noch vielleicht für sie, wie dass sie zurückgehen an die armen Länder, weil da gehen sie am dringlichsten gebraucht. Den extrem starke Bevölkerungswachstum, das auch schon gesagt, geht das eine von den größten Herausforderungen an den afrikanischen Staaten. Dort stehen viele Probleme, soziale Tensionen.
Mit der Bevölkerungswachstum kann aber positiv Konsequenzen haben, und zwar für einen gewissen Wirtschaftsabschwung. Viele Junker sind aktiv und sie sind ein Vorteil für die zukünftige Entwicklung vom Kontinent, weil sie auch dann dynamisch sind. Es gibt dann noch ganz viel Positivzeichen. Und überhaupt kann ich so, und ich meine, das gehört zur Realität, dass der Menschheit so gut haut geht, wird ja eigentlich noch nie gegangen ist. Und das heißt, dass der Mensch haut am Durchschnitt die beste Situation hat, die je an der Geschichte von der Menschheit hat. Das ist also definitiv nicht so, dass früher alles besser war. Am Contraire, mir gesehen seit Jahrzehnten eine positive Entwicklung weltweit. So auch eben an Afrika. Immer mehr Leute wohnen an der Stadt. Und da haben Leute beispielsweise haut doppelt so viel Chance auf proper Trinkwasser wie an den ländlichen Regionen. Wir haben eine afrikanische Mittelschicht, meistens urban und jung, die sich gebildet hat, die umfasst über 100 Millionen Leute, und die wiest auch, an die Leute konsumieren auch globalisierte Produkte und machen Afrika immer mehr attraktive Investitionen für große internationale Firmen am Konsumbereich. Lebenserwartung liegt heute bei über 60 Jahren, das ist natürlich im Vergleich zu uns wenig. Wir müssen auch gucken, an den 50er Jahren lohnt sie bei die 37 Jahren, die Leute also damals grüßen. Es sind viele Progress gemacht in den letzten 50 Jahren, aber es gehen auch immer heftig Rückschläge. Die Probleme, sie genannt, gehen durch Kriege, Sozialkonflikte, Katastrophen, den AIDS und so weiter. Es bleiben also noch ganz viele tiefgreifende Probleme, und nach immer leben 400 Millionen Afrikaner an extremer Armut mit Männern wie $1,25 den Tag, das besonders am subsaharischen Afrika. Und gibt dann immer ganz viel zu viel, die sich nicht anständig ernähren können. Ganz wichtiger Punkt ist propert Wasser. Propert Wasser für jeden bleibt eine von den größten Herausforderungen für uns alle. Es fehlt oft in den Infrastrukturen für die Bevölkerung, und das ist sicherlich nicht vermutlich, weil wir gerade an dem Bereich helfen, auch wenn nicht nur die berühmten Drips auf der Wärme stehen, als viele Drips können Avreps bewegen. Ein guter Teil vom Reichtum, den dann trotzdem gibt an den Ländern, die könnt durch die Präsenz von natürlichen Rohstoffen wie Petrol, Metalle, wertvoll Erden, und eigentlich müsste das einen immensen Vorteil sein, wie leider als DAX der Gegenteil, weil unter anderem große internationale Firmen, aber auch andere Staaten, den schnellen Profit auf Kosten von einer nachhaltigen Entwicklung wählen. Umweltverschmutzung, Zerstörung, einer Schlur Fusionen, Ausbeutung von den Arbeitskräften, Kanarabisch am Kongo, führen da leider nicht zu den gewünschten und auch möglichen ökonomischen und sozialen Entwicklungen. Das ist schwierig auch für uns. Einerseits die großwestlichen Multinationalen, das ist ein bisschen ein Thema gewesen, an der Gitze zu halten, weil wir auch gleichzeitig auf der anderen Seite der chinesische Staat tun, die ganz stark aktiv ist, und sicher nicht besser ist. Aber was können wir machen? Wir sind ganz klar auch für eine Entwicklungshilfe mit Herz und aber auch mit Verstand. Für uns ist die Entwicklungshilfe positive Wert, wo es sich lohnt, dass das Land sich daran engagiert. Darf dabei aber nicht bei einem Katalog einfach von guten Absichten bleiben. Und Politik darf nicht den Eindruck entstehen lassen, wie wir letztlich allein ganz Welt retten können. Und noch an diesem Bereich müssen wir die Ausgaben von Steuergeldern mit der nötigen Sorgfalt holen. Wir stehen hinter der Forderung vom Weltsummit von Rio aus dem Jahr 1992, dass die Reichsländer 0,7% von ihrem nationalen Bruttoeinkommen für die öffentliche Entwicklungshilfe ersetzen. Wir müssten all die anderen Industrienationen, ganz besonders die Memberstaaten aus der Europäischen Union und des Forderungen erinnern. Zum Beispiel liegen Spanien und Italien bei die 0,2%, Frankreich bei etwas mehr wie 0,4%, also weit weg noch von den 0,7%, die sie müssten anhalten. Wir sind bei über 1%, und das ist noch nicht ganz richtig.
Weil wir müssen im nationalen Plan endlich all die öffentlichen Gelder kontabilisieren, die an Entwicklungshilfe fließen, reell für den Prozentsatz zu rechnen, das nur die Kriterien vom CAD, von der OECD. Dann gibt es sich wohl herausstellen, dass wir noch viel mehr an die Entwicklung stürchen, wie die aktuell Zahlen das aussagen. Das betrifft dann noch Gelder zum Beispiel für Flüchtlinge an noch Punkto Klima, die man ausgehen, an die auch müssten zur Entwicklungshilfe zählen, aber dann nicht unbedingt gezielt gehen. Und ich gebe den Herrn Minister dann noch frohen für dann die ganze Rechnung auch zu machen, dass man es ein ganz komplett Bild machen. Und als auch besser können mit anderen Industrienationen vergleichen, die eben das Gelder, die mir nicht mit errechnen, die aber in den Statistiken mit beisetzen. Wir sind überzeugt, da wäre man nach weit über 1%. Natürlich als Reichsland mehr Möglichkeiten wie andere dafür zu helfen. Wir gehen da momentan ohne die benannten Gelder für Flüchtlinge nach Klima mit über 400 Millionen Euro, die an die Entwicklungshilfe fließt, wirklich viel aus. Und das sind auf eine Legislaturperiode berechnet weit über 2 Milliarden Euro, die an die Entwicklungshilfe gestartet sind. Das ist sicher ganz konsiderabel und exemplarisch. Und dabei haben wir aber auch ein Defizit am Staatsbudget. Und als Schuld klimmt immer mehr hoch. Und wir müssen also überlegen, wie können wir die Entwicklungshilfe so steuern, dass wir einerseits einer moralischer Verantwortung können nur kommen, und andererseits aber auch als Interessen an der wirtschaftlichen, finanzieller Situation, an der das Land ist, können garantieren. Wir hätten noch gerne eine unabhängig bessere Kontrolle von der Entwicklungshilfe. Wir hätten immer gerne eine Evaluation, die nicht gemacht ist, dadurch, dass Akteure in den anderen kontrollieren, die oft man nicht verstrickt sind, wie die Staat oder LuxDev zum Beispiel. Wir möchten eine unabhängige Evaluation noch langfristig mit eventuell kritischen Rapporten über die Entwicklungshilfe. Und dann müssen wir noch gucken, wenn wir schon von den Rapporten schwätzen oder kritisch, müssen wir noch gucken, die Länder, die wir da zusammen schaffen, die schaffen vielleicht nicht immer so, man nimmt zusammen, wem das wünscht. Und ich gebe einen Punkt durchschwätzen, dass der Retour von Personen, die illegal auf unserem Territoire sind, da waren in der Zeit verschiedene Länder wie der Senegal. Ich weiß nicht genau, wie die Situation im Moment ist, das könnte der Minister vielleicht so, aber da waren ein paar die Länder, die als Partnerländer sind, die sich aber geweigert tun, an dem Punkt mit uns zusammen zu schaffen. Und da müsste am Anfang eine Kohärenz sein zwischen dem, was wir können legitimement von einem Partnerland werden, auch eine gewisse Loyalität an der Beziehung, an dem, was wir dann noch für sie machen. Dann hätte man gerne eine Ratifizierung von den Programmen indikativ de Kooperation hier am Parlament. Das c'est-à-dire Al-Kayas und so ist es eigentlich auch vorgesehen in unserer Verfassung. Und das geht uns erlauben, für Al-Kayas eine Diskussion über Opportunität und Nicht-Opportunität für verschiedene Projekte hier zu führen. Mit welchen Kriterien sind Entwicklungsländer ausgewählt, denen wir helfen? Meine Herren, da gibt es ganz verschiedene Überlegungen, mehr Länder, andere Länder in Asien, Afrika. Das können wir auch heute diskutieren. Wir wollen die Chamber viel mehr eng an Decisionen die Kooperationspolitik mit abbannen. Das ist auch schon am Vorfeld bei Entscheidungen über die Schwach von Partnerländern an konkrete Projekte. Aber Pike sollten an der Chamber ratifiziert gehen, ihr Kredite deblockiert gehen. Die Chamber misst regelmäßig über den Fortschritt von den Piken informiert an dem Ende von der Periode, über die der Pik lebt, bis der qualitativen, chiffrierte Bilan unterbreitet gehen. Nur am Rapport von 2019, wenn ich vielleicht falsch geguckt, da steht leider nicht mehr die Summen, die wir pro Land ausgehen. Das finden wir aber noch am Rapport von 2013. So beispielsweise 20 Billionen Burkina Faso und Mali, 37 Billionen Niger. Das sind aber konsiderable Summen, noch von den Daten, die wir Jahren zusammenrechnen. Und da können wir aber auch mal eben mehr genau an der Chamber debattieren bei so Summen. Apropos Mali, auch da das schon gesagt ging, im August hat man da einen Militärputsch, wir haben da keine demokratisch gewählte Regierung mehr. Notbestände hatten teilweise Grenzen zugemacht, sie waren ausgeschlossen, temporär aus der Afrikanischen Union. Bon, die Situation scheint sich aber zu beruhigen, aber auch das weist,
dass wir am Mali an noch gerade an denen anderen Sahelländer, wo jo auch Militäraktionen laufen von den Europäern, eng extrem volatil Situation haben, die natürlich auch Konsequenzen hat dabei selbst an als Partnerschaft. Und da muss man auch an als Überlegungen mit ranbringen. Das traurig, aber das kann natürlich ganz sehr als ganz Hilfe zunichte gemacht gehen, man so sagen. Aber wie Tradition so will ich aber auch heute noch so, dass man muss aufpassen, mit wem wir zusammen schaffen, nach wem wir suchen. Ich komme darauf zurück, was der Kollege Werner Carter ist auch immer so, wir müssen genau können prüfen, ob die ONG kompatibel sind mit dieser Diplomatie und noch mit der internationalen Politik von unserem Staat. Und ich nehme dann das Komitee pour une juste paix au Moyen-Orient, dem auch an der Vergangenheit anti-israelisch Auswurf vorgeworfen gesehen, an dem auch regelmäßig auch Antisemitismus vorgeworfen ist, dass wir also zu prüfen, auch für andere Organisationen, ob man so wirklich kann zusammen schaffen, wenn sie teilweise andere Ziele verfolgen wie unseren Staat. Wir sind noch der Meinung, dass man humanitär Hilfe generös handhaben, mehr generös wie der Moment gemerkt. Mir gesagt, bei der Entwicklungshilfe, da sind wir bei Rio 92, aber wir so noch, wenn irgendwo eine Krise als für Menschen an Not sind, wenn Überschwemmungen, Hungersnot, Katastrophen sind oder bei Flüchtlingskrisen, da muss man generös helfen. Ich meine, das ist eine elementar menschliche Aufgabe. Aber wenn wir an Militärmöglichkeiten haben für Transportkapazitäten, und auch die Diskussion der medizinischen Kapazitäten an der Armee, die lebt ja auch weiter, da muss man gucken, wie wir die können für humanitäre Missionen ersetzen. Und ich denke da zum Beispiel für was nicht und einen kleinen so ein Hospital militär, den wir könnten dann sur place deployieren. Erdiger als ADR auch den politischen und den ökonomischen Retour, den Paul Galles so das auch so ein bisschen ausgedrückt. Das heißt nicht, dass wir auf die Kosten von unseren Partnerländern wollen, unsere Ökonomie gucken, wie sicher verschiedene Industrienationen machen. Mit heißt aber, dass das, was sie nicht daheim können machen, was die Ökonomie nicht kann leisten, dass wir das als Lützburg aber den Blick können machen. Und so eine Retour ob als Wirtschaft tun, also auch ökonomisch, dann an eine Win-Win-Situation kommen mit den Partnerländern. Tut in dem Sinn, meine ich auch nicht so viel Wert, europaweit Ausschreibungen zu machen, an eventuell Kontrakte mit Drittpartien zu gehen, als Priorität also zu gucken, für unseren Partnerland zu helfen. Aber wenn es möglich ist, dann sollen wir es so arrangieren, dass für die Ökonomie dann davon beneficiieren zu lassen. Die Entwicklungshilfe kann naiver durchgehen, und das ist auch schon angeklungen an ihrem Konzept. Es geht sicher besser, wie heute schwätzt über die Handelsrelationen, die müssen verbessert gehen. So gerecht und ob wie möglich, keine unfair Konkurrenz, für die Länder zu erlauben, einen richtigen Zugang zu den Märkten zu kriegen und dabei ihnen zu helfen. Das ist langfristig ein besserer Weg wie die traditionelle Entwicklungshilfe, die wir unter der Dekolonisierung kennen. Dass man eine richtige Kooperation könnte mit Partnern machen und mit ihnen zusammen schaffen. Ich muss doch da ganz genau Politik von China behalten, die man dann mehr aggressiver sich in Afrika noch so probieren zu implantieren, an denen immer mehr großen Einfluss auch auf den Aufbau von den Ressourcen an den Ländern kriegen. Das kann uns auch nicht geostrategisch egal sein. Ich will an dem Kontext auch daran erinnern, dass die Europäische Union China mittlerweile als systemischen Rival anwendet. Das heißt, dass wir in einem starken Konkurrenzkampf zu China sind und dass das Risiko besteht, ich will nicht übertreiben, aber trotzdem von einer Art Neuoplag, wie das am Kalten Krieg war in Afrika, damals im Ostblock. Herr Präsident, liebe Damen und Herren, für uns ist klar, wir haben eine moralische Pflicht zu helfen, den Ärmsten und von den Ärmsten. Der Lützburger Staat geht am Moment, wenn ihn alles mitrechnen gäbe, was man dem Minister auch bietet für zu machen, weit über 400 Millionen Euro heraus. Das sind weit über 2 Milliarden
€ an enger Legislaturperiode und dat leiit weit iwwer eiser Obligationun vun 0,7% vum Bruttonationalakkommen. Und das ist doch nicht immer ganz klar, ob das wirklich langfristig etwas bringt. Und dabei gehen wir auf schwierige Zeiten durch, mit Defizit und mit immer mehr Schulden. Wir sollten das Modell von der Kooperation überdenken, für einerseits als mehr anzusetzen für gute Handelsbeziehungen und eine bessere Zusammenarbeit am Handel, für das die Länder sich auch langfristig können aufbauen und andererseits für einen mehr großen Teil vom Kurs zu holen, für gezielt Hilfe anzubieten am Fall von humanitären Katastrophen wie Naturkatastrophen, Hungersnot, Konflikte, Epidemien oder auch aktuell den Covid, den die Länder auch ökonomisch stark trifft, oder auch nach für ein Beispiel zu gehen am Fall von der Explosion am Libanon, wo ich der Meinung bin, dass wir ruhig hätten ein bisschen mehr können machen, wenn ich richtig informiert sind, haben wir 100.000 € gehen, mit du hast ja noch vielleicht etwas weiteres vorgesehen. Das ist nicht. Merci für die Nullstrecke.